Wie kann eigentlich Gaston in den Parks noch leben, wenn er doch in den Filmen gestorben ist? Hi, ich bin Disney Talker und du findest mich 12-mal im Jahr in Disneyland Paris. Wenn man diese Frage Belle stellt, ist das für die Character-Performerin eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Aber Belle wird darauf mit Humor und Schlagfertigkeit reagieren. Sie wird etwas sagen wie, ach du meine Güte, es scheint, als wäre der Zaubertrank der guten Fee etwas außer Kontrolle geraten. Vielleicht ist Gaston ja doch nicht ganz so sterblich, wie wir dachten, und dazu ein bisschen zwinkern. Disney nimmt übrigens für die Parks meistens die Charakter, wie sie in der Mitte des jeweiligen Filmes eben aussahen. Und im Normalfall findet in den Disney-Parks auch nur der Charakter statt aus dem Animationsfilm. Das bedeutet auch, dass Gaston sich nicht an alles erinnern kann, was eben in der Realverfilmung passiert ist, aber an alles, was im Animationsfilm passiert ist. Übrigens ist Belle der einzige Charakter in Beauty and the Beast, der die Farbe Blau trägt. Zumindest der einzige Charakter von den Dorfbewohnern. Das soll ihre Einzigartigkeit eben im Dorf repräsentieren. In den Parks harmonieren beide gut miteinander, denn Belle wird Gaston am 31. Februar heiraten.